Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der 172. Folge vom Volline Podcast. Und neben Oski ist Hallo heute zusammen. ein weiterer Gast bei uns, wo wir unsere Volline Family aufnehmen dürfen. Und in dem Sinn habe ich mega Freude, den Michi Vogt bei uns zu begrüßen. Hallo Michi. Ja, merci, dass ich da ein Teil davon sein darf. Ja, Sehr gerne, wir freuen uns. Der Michi ist Bobfahrer, Bobteam Vogt ist er der Captain und Pilot, wenn man das so kann sagen. Viele von euch kennen ihn wahrscheinlich, die ein bisschen interessiert sind in der Schweizer Sportszene allgemein. Er ist kein Unbekannter. Damit wir ihn aber jetzt noch ein bisschen genauer können, uns vorstellen, für die das Video nicht schauen, schauen das Video. Und die nicht schauen, Michi, wer bist du? Ich bin der Michi Vogt, ich bin 27, bin in Zwangen aufgewachsen, wohne immer noch dort bei den Eltern. Ja, und ich tue momentan Bob fahren. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das klingt doch gut, das ist sehr auf den Punkt gebracht. Wir kennen dich primär von wo? Wo hast du so die meiste, ich sage jetzt, Bekanntheit bis jetzt können rausholen in der Schweizer Sportszene, oder? Aber es ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, bei uns bei den Bobfahrern ist schon auch immer Olympia, wo eigentlich am meisten in den Medien kommt und dort präsent ist. Darum wahrscheinlich von dort. Und sicher auch, wir haben vor 2-3 Jahren eine WM-Medaille holen. Und von dort her sicher auch sehr viel in den Medien gewesen. Ja, die fast wichtigere Frage ist, woher kennt ihr zwei euch eigentlich? Also ich habe eben gemeint, wir kennen uns aus dem Stübli. Also, und du hast dann gesagt, du bist an diesem Abend gar nicht rum gewesen. Genau, das ist so. Ausser ich weiss es nicht. Nein, also ich war an diesem Abend definitiv nicht dabei gewesen. Okay. Ja, auf jeden Fall, die Ruderer sind mal mit den Bobfahrern im Stübli gewesen, im Ausgang. Ich sage jetzt nicht zu welchem Zeitpunkt. Und, frühen Nachmittag. Frühen Nachmittag. Noch im Après-Ski, ja. Genau. Und ich habe eben gemeint, irgendwie, ich bin wahrscheinlich auch nicht den ganzen Tag gewesen, dass der Michi auch dort war und hat am Athletes Day, wo du ja auch warst, du bist genau, ja Ambassador vom Athletes Network, habe ich dann so mich zu Michi gesagt, ey, weißt du noch Stübli und so? Und er so, ja, safe, weiss ich noch. Und ich so, ja, der und der Abend. Nein, dort bin ich gar nicht dabei gewesen. Ups. Aber ja, wir reden vom Gleichen und ich glaube, Bobfahrer und Ruderer würden sich allgemein gut verstehen. Wie würdest du so einen klassischen Bobfahrer aus dem Schweizer Team jetzt beschreiben? Ich sage mal, also eben, es hat sehr viele verschiedene Typen. Kommt jeder ein bisschen aus einer anderen Sportart, anderen Punkt vom Leben. Ich sage jetzt mal, ein sehr grosser Unterschied, auch was das Alter angeht. Aber ich glaube eben, was so durchs Band durch eigentlich zeigt, ist, dass alle sehr gerne mal eins ziehen. Alle sehr gesellig und ja, eben, ich glaube, ein bisschen so die Lockerheit haben sicher die meisten. Ja, das habe ich auch das Gefühl. Ja, jetzt vielleicht bevor wir weitergehen, Richtung, wie es dazu gekommen ist, ganz eine einfache Frage. Wie geht es dir so und was hast du so in den letzten paar Wochen trainiert und gemacht? Weil es ist ja Sommer und du bist Wintersportler. Ja, genau. Mir geht es eigentlich momentan recht gut. Ich habe momentan den Körper relativ gut im Griff, sage ich jetzt einmal. Ja. Bei uns ist Sommertraining immer sehr streng. Wintersportler wird im Sommer gemacht, das trifft bei uns relativ gut zu. Bei uns ist im Sommer sehr viel Sprinttraining, Krafttraining, Anschieben auf der Anstoßbahn. Ja, eigentlich nicht viel anderes, was ich gemacht habe. Viel am See in den letzten 2 Wochen mit dem Wetter. Dort ein bisschen genossen. Ja, wenn man dein Instagram so mal durchspienzelt, dann sieht man, dass du ja passionierter Fischer bist, oder? Ja, passioniert, ich probiere es. Ja, aber du hast schon lange nicht mehr gefangen. Nein, komm jetzt. Ja, ich habe also die Fotos, die man auf dem Insta sieht, ich bin der Max Heinzer, kennen vielleicht auch ein paar ehemalige Fechter. Ja. Er hat ein Boot auf dem Zugersee und ich darf ab und zu mit ihm mitgehen. Und er kennt natürlich die Spots, wo die Fische sind. Es ist ein bisschen einfacher vom Boot aus. Die letzte Zeit jetzt am Zürichsee vom Ufer aus habe ich leider nichts mehr gefangen, nichts mehr Grosses. Darum ein bisschen deprimiert. Aber was ist denn der grösste Fang, den du bis jetzt gemacht hast? Jetzt musst du das Richtige sagen. Also ich habe das Jahr, als wir in Hawaii waren, habe ich einmal Hochsee fischen. Geil. Dort war es sehr cool auf Mahi Mahi und auch Thunfisch kleine. Und ja, ich weiss nicht mal, wie gross die waren, aber sie waren riesig und halt auch sehr schwer. Plus mit dem Max zusammen durfte ich auf Schottland gehen, in die Ferienwoche fischen und dort war das grösste ein Meterhecht und ja,
das ist, glaube ich, bis jetzt etwas das Größte. Ist das eigentlich so ein Ding, dass man unter den Sportlern zusammen geht fischen? Weil ich weiss, der Max Heinzer fischt auch mit dem Mario Gier. Und ich frage mich, lädt er die Leute so auf sein Boot ein und dann tut man dort zusammen fischen? Oder bist du wirklich, wie ist das entstanden? Ja, also ich kenne den Max vom OIM halt, vom Training. Ja. Und nachher dort immer mehr ein bisschen ins Gespräch gekommen und nachher halt ja, auch gewusst, dass er auch fischt. Dann halt mal ganz frech gefragt, ob ich mal mit aufs Boot. Ja. Ja, und dann hat sich das ein bisschen ergeben und er hat mich dann immer wieder gefragt, wenn ich Lust hatte, habe ich dann mit können und ja. Wie sie sagst, wir sollen mal in den Podcast kommen. Ich habe ihm nämlich geschrieben und er hat mir nicht zurückgeschrieben. Frech, den wir gerade sagen. Ja, gerade anhauen. Ist gut. Hey, ja. Ja, aber sonst hast du ja auch noch Hobbys, habe ich gesehen. Hast du auch Golfen, noch Hobbys? Golfen tust du auch noch, oder? Ja. Ich habe da gesehen, in Holzhäuser bist du auf der Range mal gewesen, oder hast du sicher mal ein Video gepostet Ja, davon. Reformer Pilates hast du auch mal. Mhm. Machst du auch noch? Das ist aber Business, das ist nicht Hobby. Ah, okay. Aber ja, es scheint so, als würde dir nicht langweilig werden. Nein, definitiv nicht. Aber ich bin auch einer, der gerne einfach mal daheim auf dem Sofa liegt. Ja. Vor ein paar Jahren eben angefangen golfen mit den Kollegen zusammen. Ja, macht auch mega Spass, halt einfach draußen zu sein, mit den Kollegen zusammen das zu machen. Im einen Schlag hast du das Gefühl, bist der Profi, im anderen ja, bist der Hinterletzte, kannst nicht mal gerade ausschlagen. Ja, das ist halt auch wieder ein bisschen die Challenge, die ich meistens ein bisschen suche. Ja. Und wie gefällt es dir so im OM? Ich meine, es gibt ja viele verschiedene Sportler und Sportlerinnen dort. Du hast wahrscheinlich ein gutes Netzwerk, nehme ich an. Und jetzt so, eben, du bist jetzt schon länger, wie lange bist du dort am Trainieren? Eigentlich seit es aufgemacht hat, also Seit dem Anfang? Dem ja, jetzt es müssen etwa um die 5 Jahre rum sein. Ja. Also mich als Zuger, oder uns als Zuger, nur weil wir da in Zürich sind, habe ich manchmal das Gefühl, wir sind Zürcher, aber nein, interessiert es uns natürlich eben, wie das im OM so läuft. Eben, am Anfang hat man ja gehört, so, sie haben ein bisschen Schwierigkeiten. Wie ist es jetzt? Wie sind so die Trainingszustände gerade im Moment im OM? Ja, also für mich ist natürlich super, morgen fahre ich dort hin. Dann habe ich eigentlich das erste Training, habe dort eigentlich alles wirklich begleitet mit einem Trainer zusammen, wo die auch an den Tagen, wo vielleicht nicht immer so Bock hast, ein bisschen pusht. Ja. Und ja, nach dem Training kann ich eigentlich gerade direkt zu Mittag essen, was also wirklich brutal ist, das Essen dort. Ja, das und ist so. nachher eben eigentlich am Nachmittag dann nochmal ein Training. Und für mich eben ist eigentlich gut, weil es wie ein Arbeitsweg, blöd gesagt, am Morgen einfach ist und am Abend. Und ich aber nachher den ganzen Tag durch dort bin. Mhm. Ja, Infrastruktur kann man glaube ich auch überhaupt gar nicht aussetzen. Und eben Betreuung ist man, ich sage jetzt mal, man geht immer mehr auf die Athleten ein. Und probiert dort dann eigentlich nachher so das Optimum für jeden rauszuholen. Ich glaube, das ist am Anfang ein bisschen zu kurz gekommen. Ja. Aber ich glaube, dort machen sie jetzt einen grossen Schritt vorwärts, dass ja, eben wirklich auf die einzelnen Sportarten auch ein bisschen mehr probieren einzugehen. Mhm. Aber das heisst, du bist Vollzeitprofi? Genau, ja. Und also du bist ja, es gibt ja das Bob-Team Vogt. Mhm. Und trainierst du jetzt in dem Fall allein im OIM oder sind alle von denen im OIM oder zahlt dein Team das ganze OIM-Paket oder wie sind ihr dort aufgestellt? Also im Sommer ist es bei uns eigentlich so, wir trainieren wirklich alle separat. Ich meine, ja, es wohnen alle an einem anderen Ort in der Schweiz, also blöd gesagt, sind wir ganz verstreut. Und das macht es halt nicht einfach, sage jetzt mal, dass du wirklich jeden Tag zusammen kannst trainieren. Das macht jetzt bei uns auch nicht unbedingt Sinn. Ich meine, eben viel Arbeit hast du einfach im Kraftraum, Sprinttraining. Ja, das kannst du auch relativ gut alleine machen und musst nicht noch irgendwie 1,5 Stunden Weg auf dich nehmen, dass du jetzt jedes Mal zusammen kannst trainieren. Und nachher ist es eigentlich so, dass ich den Teil selber zahle. Ich habe eine Unterstützung von der OIM Foundation plus von Intersport, wo sie mir dann nachher dort einen Teil daran zahlen. Und so kann ich mir das eigentlich finanzieren, nachher dort den Sommer durch zu trainieren. Okay, also ist es eigentlich deine Entscheidung oder deine persönlich, dass du dort bist und nicht vom Team? Genau, ja. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir ein bisschen an den Anfang zurückgehen von deiner Karriere. Dein Bob-Team, wir kennen dich ja, oder wir kennen vielleicht sogar nur das Bob-Team Vogt und dich persönlich eher als zweitrangig, sage ich jetzt mal. Wie sind ihr, wie setzt sich das zusammen, wie viele sind ihr und eben, ihr seid vor allem im Winter zusammen? Ja, genau. Also, bei uns ist im Bobsport ist es eigentlich ein bisschen so, dass du den Pilot hast, also jetzt in meinem Fall ich. Der ist auch ein bisschen der namengebend, sage jetzt mal, für das Team, darum Bob Team Vogt. Ja. Ja, nachher hast du die Anschieber und es ist eigentlich auch so, dass jedes Jahr kannst du rotieren. Also
da frage ich jetzt dich zum Beispiel, kommst du zu mir ins Team, dann bist du nächste Saison bei mir im Team, bist dann nachher quasi bei mir angestellt zu einem Teil. Und ja, eben auf die grossen Wettkämpfe, sage ich jetzt einmal, auf WM, EM und Olympische Spiele gibt es nachher wieder Selektionen von Swiss Sliding aus, also vom nationalen Verband. Und dort wird dann auch nochmal gewürfelt. Und Aber also können Sie dein Team auseinandernehmen? ja, genau. Es ist halt so, immer wenn es um die Titelkämpfe geht, ist halt von Swiss Sliding aus halt, ich sage jetzt mal, sie müssen sich rechtfertigen gegenüber Swiss Olympic, dass halt auch wirklich die besten Anschieber auf dem besten Schlitten sind. Der beste Schlitten ist meistens nach dem Ranking, also wenn ich als bester Schweizer klassiert bin, bekomme ich dann die schnellsten Anschieber in dem Sinn. Okay, aber übersetzt sich das direkt? Also dass man sagt, hey, einfach weil er der schnellste Anschieber ist, harmoniert er auch gut mit dem Pilot? Oder ist das wirklich so etwas, wo es auch noch so etwas wie Teamchemie braucht? Es braucht schon auch Teamchemie. Vor allem im Vierer ist halt schon auch, das Einsteigen muss wirklich sehr viel zusammenpassen, dass du dort halt wirklich möglichst schnell im Schlitten rein bist. Es hat in den letzten Jahren nicht immer so funktioniert, wie man es sich erhofft hat. Man hat da immer wieder ein paar Sachen angepasst im Selektionsreglement. Ja, und jetzt auf diese Saison wird man dann wieder etwas Neues probieren und mal schauen, ob es dann dieses Jahr auf Olympia funktioniert. Okay. Ja, das ist mega spannend. Wir kommen noch darauf zurück. Eben, wie viele sind jetzt in deinem Team? Momentan sind wir die 7. Und Was? maximal haben 4 in einem 4er Platz. Oder es gibt auch keinen grösseren. Genau, also wir sind im oder Winter... Schlitten, sorry. Ja, das ist schon gut. Ja, das ist wie wenn bei den Rudern sagen das Paddel und Bötli. Das ist so, du musst schon das Richtige sagen. Also du mich korrigieren. Also das kommt mir überhaupt nicht drauf an. Okay, Es ist ja also ein 4er Bob. 4er Bob, aber der Schlitten. Ja, der Easy. Schlitten. Nein, eben, wir sind eigentlich momentan 7. im Team. Ja. Im Winter selber sind wir dann zu 5. unterwegs. Also du bist eigentlich immer am 4er Schlitten genau unterwegs, plus ein Ersatz, wo dann, wenn etwas wird passieren, ja, Okay. hoffentlich nicht muss einspringen, aber eben wäre eigentlich auf Abruf dort dabei. Aber wie funktioniert das denn? Dann hast du quasi diese Nummer 2, die mit dir im Zweier und im Vierer startet. Und die anderen Genau. sind quasi dann einfach, wie auch die Ersatzmänner dann im Zweier, oder wie ist das? Genau, also im Zweierstart ist eigentlich mit dem Stärksten. Es ist jetzt aber nicht immer so, sage ich jetzt mal, dass der Stärkste im Zweier automatisch auch der Stärkste im Vierer ist. Ja. Aber in sehr vielen Teams ist der Zweierbremser eigentlich auch beim Vierer auf dem Schlitten. Und eben, es ist je nach Leistung, die du von den Anschiebern dann hast, tust du immer wieder durchrotieren. Oder du hast halt wirklich das Stammteam, sage ich jetzt mal, wo immer die gleichen 3 dann auch im Vierer fahren. Wo dann einfach wirklich einen fixen Ersatz hast. Und dann dich auch so probierst, ein bisschen einzuspielen. Das hilft dann meistens auch noch ein bisschen, dass du wirklich jedes Training und jedes Rennen zusammen kannst fahren. Eben, dass eigentlich blind weisst, wenn der andere reingeht oder genau weisst, wie er abhockt. Ja, das sind dann halt so kleine Sachen, die dann entscheidend sind. Aber gibt es dann also Jetzt teamintern? müssen Nein, wir, warte. Wir müssen schnell bei diesem Thema bleiben. Eben, das habe ich wollen, ja. Genau, kann nur schnell sagen, dass für die jetzt erwarten, dass wir zum nächsten kommen, ich würde sagen, wir bleiben jetzt schnell da, weil es ist gerade wirklich spannend. Ja. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, meine Frage wäre eben gewesen, gibt es dann einfach auch teamintern dann plötzlich so einen Konkurrenzkampf, dass du so sagst, oh, ich will ums Verrecken in Zweier. Also gut, für dich als Pilot ist es ja nicht so relevant, aber für die anderen im Team. Ja, also definitiv, ja. Es ist ist manchmal nicht einfach, aber ich meine, schlussendlich ist es ja auch positiv, wenn du dich gegenseitig kannst pushen Ja. Ich sage jetzt mal, ein Andi ist letztes Jahr mit mir eigentlich jedes Zweierrennen gefahren. Und wenn er jetzt auf Safe ist, logisch, also ich will niemandem etwas unterstellen. Ich weiß, dass der Andi mega hart trainiert und Vollgas gibt, aber es gibt halt schon nochmal einen anderen Pressure, wenn du weißt, hey, jemand ist hinten dran und ja, kommt vielleicht in Frage, dass er mit mir Zweier fahren kann. Und dann gibst du vielleicht halt nochmal ein bisschen mehr Prozent im Training. Und dann tust du das managen? Also musst du dann teamintern so sagen, hey Jungs, schaut, ich habe eben den Andi ausgewählt, es funktioniert am besten, aber bleibt dran? Oder wie läuft das? Ja, das bleibt an mir an. Wenn du am Abend zusammen, also ich sage jetzt so überspitzt gesagt, beim Feierabendbier hockst, Ja. in der Viererrunde und dann sagst du den Jungs, hey, sorry, ich habe mich für den Andi entschieden, für den Zweier. Ja, wie muss ich das so, also jetzt ohne das Bier jetzt mal, aber das Also läuft so ab, oder könnt ihr da wirklich so voll krass professionell sein und dann wieder kollegial, ohne äußere Rahmenbedingungen eigentlich? Es ist, ich sage jetzt auch, dort fällt es den einen einfacher und die anderen haben ein bisschen mehr Mühe damit. Von meiner Seite her kann ich sagen, ich habe am Anfang auch sehr Mühe gehabt, weil
Es ist auch so, ich habe sehr jung angefangen als Pilot. Ich hatte Anschieber, die viel älter waren als ich und du bist dann halt wie so quasi der Chef von denen. Ja. Du musst vor die Hand stehen und sagen, eben, du fährst nächste Woche nicht. Oder, ja. Das ist das, was mir am Anfang auch ein bisschen Mühe bereitet hat. Mittlerweile, glaube ich, kann ich relativ offen mit den Leuten reden und das kommt hoffentlich, und habe ich auch das Gefühl, relativ gut an bei den Anschiebern, dass man halt einfach offen miteinander kommuniziert und wir probieren schon möglichst früh, also schon Anfangswoche eigentlich festzulegen, wer das Rennen fährt, dass eigentlich jeder auch weiss, wie er ein bisschen seine Woche kann planen kann, was das Training angeht und dann am Wochenende auch ready ist. Das heisst, eigentlich hast auch du einen riesen Druck, dass du als Chef sozusagen auch der Beste bist. Oder wie ist es jetzt, wenn jetzt wirklich nicht mehr der Beste wärst und du bist ja gleich der Chef, du müsstest eigentlich sozusagen dich rausrühren. Machst du das auch? Also ich sag ja, ich bin als Chef, ich bin athletisch nicht der Stärkste von meinem Team. Bei Abstand nicht. Okay. Das Ding ist ja, du kannst den Pilot nicht so einfach ersetzen. Also Okay. ich sage jetzt mal völlig überheblich. Ich bin Ja, vom Fahren her bin ich wahrscheinlich bei den Top-Leuten international. Ja. Und das hilft mir halt auch, wenn wir jetzt am Start nicht so nahe dabei sind, vielleicht einmal, dass ich es dann halt in der Bahn rausfahren kann. Okay. Und mich als Pilot, eben, man kann mich nicht einfach ersetzen. Es ist dann nachher einfach, wenn es um die Selektionen geht, dass halt ich dann vielleicht nicht mehr Schweiz 1 bin, sondern Schweiz 2 oder Schweiz 3 und dann halt nicht mehr die stärksten Leute eigentlich auf den Schlitten bekomme. Okay. Das heisst, grundsätzlich kann man eigentlich den Bobsport in 2 Sachen unterteilen. Ist das Anschieben, das mit Power verbunden ist, also Kraft, Explosivität, und also der Pilot, der es steuert. Und die 2 Sachen kann man so trennen. Oder gibt es noch andere Faktoren, die in eine gute Leistung mit ihnen, also das Material? Das Material, also es sind eigentlich etwa die 3 Sachen. Okay. Genau. Ja. Ja, dann würde ich sagen, habe ich gerade eine Frage zum physischen Teil. So, eben, du hast vorhin gesagt, du musst deine Anschieber auswählen. Nach welchen Kriterien kann man das messen? Ist es reine Startspeed, den ihr habt nach der, wie viel ist es, 10 Meter? Oder? Ja, also wir messen im Sommer meistens 5 bis so um die 35 Meter rum. Okay. Ja. Und an dem misst es. Das ist eigentlich das Einzige, was am Schluss entscheidend ist, der Anschieber gut oder nicht? Ja, genau. Okay. Also wir haben auch mehrere Leistungstests, sage ich jetzt mal, durch den Sommer verteilt. Vor der Saison der Leistungstest in Macklingen, wo du einen 60 Meter machen musst, wo du ist es ein Standweitsprung, früher war es ein 3-Hupf, plus noch mit den Wägeli im Flachen einfach anschieben. Ja. Und eben dann kommt noch Nachstoss-SM dazu, wo du einzeln anschieben, wo auch wieder einen Vergleich hast zwischen den Anschiebern, und so hast du eigentlich, ja, ich sage jetzt mal, relativ kannst gut einschätzen, wer auf welchem Niveau ist, und kannst dann so eigentlich entscheiden. Ja. Und wie macht ihr das eigentlich mit dem Gewicht? Also ich meine, ihr seid ja hure-tough alle. Danke. Darf man so sagen, oder? Ja, kann ich bestätigen, ja. Und ich meine, irgendwo musst du ja so einen Sweet Spot finden zwischen Gewicht, Power und dann halt, ja, keine Ahnung, Aerodynamik? Nein, wahrscheinlich nicht, aber... Ja, das spielt auch noch drin. Ja, genau, das sind alles Sachen, die eigentlich reinspielen schlussendlich. Wenn du jetzt, also ganz übertrieben gesagt hast, einen, der brutal schnell ist, aber nachher nicht kann sich bücken im Schlitten und nicht aerodynamisch ist, dann nimmst du vielleicht lieber einen, der ein bisschen langsamer ist und dafür nachher super hockt. Und das Gewicht, eben, dort haben wir ja das Maximumgewicht eigentlich und das Minimumgewicht vom leeren Schlitten. Und dort probierst du natürlich dann eigentlich möglichst das Maximum hinzugehen. Aber auch dort, ich sage jetzt, wenn du einen hast, der 90 Kilo hat, aber dafür brutal schnell ist das immer noch besser, als wenn du einen hast, der 105 Kilo ist, aber langsamer ist. Weil es kommt ein bisschen von Bahn zu Bahn auch wieder darauf an, ob du das Gewicht nachher noch auffüllst im Schlitten oder ob du halt mit einem leeren Schlitten fährst. Okay, aber es gibt einen Range in dem Fall. Es ist Ja, nicht einfach genau. so, dass du kannst sagen, schwerer ist schneller und dann tun wir die schwersten ziehen, die schnell rennen. Nicht. Okay. Und was haben Sie da für Zeiten auf 60 Meter, wenn ihr da sprintet? Im Sommer jetzt auf der Bahn? Oder wie misst man das? Also wir haben beim Leistungstest, hast du wie so, die Zeitschranke ist eigentlich, ich weiß nicht mal wie viel vorne, aber dann rennst du auch 60 Meter, aber hast natürlich die Reaktionszeit und alles hast du nicht drin. Und ich sage, dort rennen so die schnellsten um die 6,50 rum, bis um die 7,0. Dort in diesem Range solltest du eigentlich ungefähr sein. Und was haben ihr so für das Durchschnittsgewicht pro Mann jetzt in einem Vierer?
um die 100 Kilo, sage ich jetzt gerade etwa ungefähr. Eben, ich meine, das Plus, muss man minus. zuerst auch mal noch in Bewegung bringen. Die Ja. eine um die, anschwingen. eben, also das Idealgewicht ist bei uns eigentlich also 105 Kilo. Ja. Krass. Dann hast du den Schlitten auf dem Minimumgewicht, auf den 210 Kilo und bist nachher am Maximum bei 630 Kilo. Also das wäre eigentlich das Perfekte. Ja. Also die 105 Kilo sind dann natürlich noch mit dem Helm, wo ungefähr ein Kilo ist, plus Dress und Schuhe. Krass. Wild. Ja, dann zum zweiten Punkt. Ausser Oskar wollte noch eine Frage stellen. Ja, vielleicht kann ich die Frage auch nachher stellen, aber ich habe gedacht, ich frage noch schnell, eben wegen dem Training, wegen der Selektion, die wir angesprochen haben. Ich meine, die wenigsten fangen wahrscheinlich von klein an Bob fahren. Ja. Also bei dir war es ja auch so, du kommst ja aus dem Turnen ursprünglich. Woher selektioniert der Schweizer Verband die ganzen Leute? Ist das aus der Leichtathletik oder woher kommen die alle? Das ist ein grosser Teil schon, ja. Aber dort ist sieht man auch ein bisschen die Schwierigkeit, dass du halt eben die Leute nachbringst, die dann halt Lust haben zum Bob fahren. Weil eben, wie wir vorher gesagt haben, ich sage jetzt medial oder auch geldmäßig ist es jetzt nicht der attraktivste Sport zu machen. Und das macht es halt auch nicht einfach, dass du eben nachher die Leute von der Leichtathletik kannst, abwerben oder halt nach ihrer Karriere vom Leichtathletik, dass du die kannst motivieren zum Bobfahren zu kommen. Ja. Aber die meisten kommen sicher von der Leichtathletik, weil halt eben, sagen wir, die Schnellkraft, das Sprinten, das hilft sicher. Und dann hast du dort so... Also es muss ja eben auch Fetzen sein. Das heisst, es kann ja nicht ein filigraner 400 Meter Hürdenläufer sein, sondern es muss ja eher entweder ein richtiger Sprinter oder irgendwie noch Kugelstoß oder Hammer. Oder kannst du dort auch Wurfdisziplinen nehmen oder brauchst du wirklich die Explosivität aus den Beinen primär? Ja, es ist schon, also es ist eigentlich sehr viel nur aus dabei. Es ist halt einfach Rennen, blöd Ja. gesagt. Also ob jetzt einen Kugelwein kann stossen, bringt er in dem direkten Sinn nichts. Ja. Aber man sieht ein bisschen, die meisten Kugelstösser, ich sage jetzt mal, die sind so explosiv, haben vielleicht auch eine gewisse Grundausbildung in der Leichtathletik schon gemacht in ihrem Verein, können ein bisschen rennen. Und ja, dann sind es dann halt schon eher die Leute, weil Ja. die Sprinter sind meistens sehr leicht. Aber auch dort hast du ab und zu wieder Leute, die gegen die 90 Kilo sind. Und das ist natürlich dann optimal. Wenn die dann noch eben über eine gewisse Zeit 5 Kilo zunehmen, dann ist das schon perfekt. Ja. Okay, ja. Sehr wild. Ja, und eben, du bist ja aus dem Turnen gekommen, ursprünglich. Und meine Frage ist, bist du eigentlich noch im Turnverein? Bist du jetzt am Eidgenössischen da Ja. noch dabei gewesen? Ja. Und? Geil. Ist nicht so gut gelaufen mit dem zweiten, oder? Also, nicht ist gut immer noch gut. gelaufen. Nein, versteh mich nicht falsch. Nein, Was so habe ich es nicht weißt gemeint. Riesen Frechheit. Also, Nein, so habe ich es nicht es gemeint. geht. Ich nehme es Tu mir zurück. schnell Ich nehme es zurück. aufklären. Mehr Culpa. Nein, aber ihr seid ja als Favorit reingegangen, oder? Oder ihr habt Ja. einen Titelverteidiger? Titelverteidiger, Genau. ja, genau. Also nur kurz, was hast du genau turnet oder was hast du gemacht und wieso weißt du das und ich Ja, nicht? ich habe halt Recherche betrieben. Okay, ja, musst du schnell erzählen, Michi. Also, wir haben ja vor 6 Jahren können das Eidgenössische gewinnen mit dem Turnverein Wangen. Okay, Haben dort in der ersten Stärkeklasse im 3-teiligen Wettkampf gewonnen, Turnfestsieger. ja, krass. Und jetzt ist halt ein bisschen wie so das Ding gewesen, Titelverteidigung wäre das Ziel gewesen. Und also wir haben von Anfang an gewusst, dass es mega schwierig wird mit dem Verein. Wir haben 2 schätzbare Disziplinen drin, also wir haben Para und Gymnastik dabei. Und dass du dort halt das 10 holst, ist relativ schwierig. Gerade Ja. im Para hast du schnell einmal einen Abzug. Es hat andere Vereine, wie zum Beispiel, jetzt ist schon gerade der Name, Wettingen. Die haben Ja. auch 3 schätzbare. Die haben auch schon geschafft, dass sie 3 Zähne geholt haben. Aber die sind halt schon nochmal, ich sage jetzt mal, ein anderes Niveau. Und jetzt schlussendlich ist halt ein anderer Verein vorne dran gewesen, der einen Fachtest gemacht hat und alles. Ja. Ich glaube, also unser Verein hat das abgerufen, was sie können. Wir hatten sehr gute Noten gehabt. Wir hatten überall 10 gehabt, außer dem Barren und auch dort mit einem 9,7. Das ist eine mega gute Note, Ja. aber hat dann halt am Schluss nicht gelangen gehabt. Ja, krass, aber trotzdem gratulieren, das habe ich nicht gewusst. Sorry, Ja, habe ich zu wenig tiefe Recherche betrieben, aber für das habe ich an den Oski. Wo dann Aber Seich dann bist du erzählt. so wirklich so, also dann kannst du voll gut turnen in dem Fall. Also Turnen, ich habe früher eine Barrenturnen gemacht. Das mache ich jetzt nicht mehr. Das liegt auch nicht drin von der Zeit her, weil eben die Übung auswendig lernen und alles müsstest halt regelmäßig ins Training. Das liegt bei mir nicht mehr so drin. Und jetzt habe ich Kugelstoßen, Steinstoßen und Schleuderball habe ich gemacht. Ja, das sind so die 3 Disziplinen, die ich sage jetzt mal ohne viel Training immer noch relativ gut kann machen kann. Ja. Aber was nimmst du denn aus dem Turnen mit im Bob?
Und quasi dann umgekehrt, eben, du hast ja gesagt, du kannst immer noch gewisse Disziplinen machen, ohne Grosstraining. Ja, also die Disziplinen, die ich mache, ich mein, ja, Kugelstoßen brauchst Schnellkraft, Steinstoßen brauchst Schnellkraft, Schleuderball auch. Das sind halt die Sachen, eben, das ist das, was ich den ganzen Sommer auch ein bisschen trainiere. Nicht jetzt spezifisch auf das, aber eben, du machst den ganzen Sommer sehr viele schnelle Sachen und darum nützt das dort sicher auch. Vorher konnte ich sicher sehr viel vom Turnen mitnehmen, eben das Polysportive. Ja. Rennst nicht nur geradeaus, machst verschiedene Sachen. Bei uns im Turnverein spielst du auch ab und zu mal. Und sagen, das hat mir sicher geholfen. Eben das ganze Koordinative, das Paraturnen hat mir sicher auch geholfen beim in Schlitten einsteigen. Ja, so kleine Sachen, die du dann mitnehmen kannst. Ja. Jetzt haben wir Turnen gehört, wir haben Bobfahren gehört, Golfen, Fischen. Was machst du eigentlich nicht? Fußball spielen. Ja, Fußball kann ich nicht. Ja, das ist nicht so schlimm. Also das kann man gut verkraften. Du darfst einfach nie an einem Grümpi mitmachen. Ja, eben. Habe ich auch schon probiert, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Okay. Ja gut, wir sind auch nicht mit dem Alter, wo wir Fußball spielen. Ja, oder nicht einfach so, wenn du 7 Jahre nicht gespielt hast und dann einfach kurz wieder spielen. Ja, das ist kritisch. Ja, können wir nächste Woche darüber reden. Können wir nächste Woche darüber reden. Ich wollte nochmal zurück zu dir als Bob-Pilot. Du hast gesagt, eben, es ist sozusagen der zweite Teil von diesen 3 Sachen, die entscheidend sind, um ein Rennen oder das Rennen zu gewinnen. Wie tust du eigentlich das jetzt im Sommer üben? Gibt es da Simulatoren oder wie übt man das Bobfahren, das Steuern, der Pilot sein? Ja, das ist eben die Sache. Im Sommer können wir das nicht wirklich üben. Das ist ein bisschen schade, sage ich jetzt einmal. Die Skifahrer die können auf den Schnee irgendwo auf den Gletscher rauf und bei uns gibt es das halt einfach nicht, dass du auf dem Bobbahn kannst. Simulatoren gibt es, aber sind wir in der Schweiz leider nicht so weit, dass du von jeder Bahn einen Simulator hast. Wüsste aber auch nicht, wie viel das jetzt wirklich nützen würde, weil die Bahnen sind auch immer wieder ein bisschen unterschiedlich, je nachdem wie viel Eis du zum Beispiel auf der Bahn drauf hast. Und nachher bist du dann halt wirklich eigentlich, du gehst Anfang der Saison, gehst 2 Wochen, dieses Jahr gehen wir dann auf Norwegen auf Lillehammer und dann fahrst du eigentlich 2 Wochen, um dich wieder eingewöhnen, um wieder ein bisschen das Gefühl zu bekommen. Und ja, nachher fällt es mir zum Glück relativ einfach. Also ich bin dann relativ schnell auch wieder drin. Also du gehst Anfang der Saison gehst auf die Bahn, machst dir jedes Mal einen Kopf, was ist, wenn ich es nicht mehr kann, wenn ich auf einmal geht es nicht mehr. Ja. Aber dann hockst du das erste Mal wieder im Schlitten, du fährst um die erste Kurve und es ist eigentlich also wirklich fast automatisch. Und ja, aber eben Sommer durch können wir das eigentlich wirklich nicht üben. Das ist schon noch heftig, dass das wirklich eben, und ich verstehe die Angst, weil es ist ja eigentlich deine Lebensversicherung jetzt in diesem Sport, oder? Dass du eigentlich kannst bestehen. Ja, definitiv. Also, hast du vorher gesagt, dass das deine grosse Stärke ist, ja? Wäre es theoretisch möglich, auf Rollen da die Bahnen runterzuheizen, oder geht das einfach rein technisch nicht? Das gibt es. Also es gibt Sommerbob, wo du, also eben diese Eiskanäle, die mit Beton gemacht sind, eigentlich in den meisten, außer St. Moritz, dort gibt es Sommerbob, wo sie mit Rollen im Sommer runterfahren. Aber das kannst du nicht vergleichen wie mit Eis, oder? Also du kannst dir ein bisschen vorstellen, wenn du Auto fährst oder wenn du steuerst, reagiert er gerade. Das ist beim Sommerbob auch ein bisschen so. Und im Winter hast du das halt nicht. Also dort hast du völlig ein anderes Feedback vom Steuern her. Wie tust du denn genau so einen Bob, also so einen Schlitten steuern für dich? Also ich weiss es auch nicht. Für dich ist es jetzt eine banale Frage, aber das sieht man ja nicht. Ja, es ist auch immer sehr schwierig, um das den Leuten zu erklären. Wir haben 2 Lenkseile drin, also es ist kein Lenkrad. Du hast wirklich 2 Steuerseile und wenn du rechts ziehst, dann gehen beide Kufen nach rechts. Wenn du nach links ziehst, gehen beide Kufen nach links. Du hast eine Rückstellung, also vorne dran mit Gummi drin. Wenn ich die Lenkung loslasse, dann geht es im Optimalfall geht sie eigentlich gerade wieder geradeaus. Also dann sollte der Schlitten geradeaus fahren. Und nachher kommt es völlig auf die Kurve drauf an. Also es gibt 2 Druckkurven, es gibt 1 Druckkurve. Und dann musst du halt je nach Kurve hast du dann ein grobes Programm, sage ich jetzt einmal. Also ich weiss, wenn ich in die Kurve reinkomme, dann lenke ich leicht. Und unser Lenkeinsatz, sage ich jetzt einmal, ist nicht viel. Also höchstens, wenn du mal wirklich im Scheiß bist, dann hast du ein bisschen mehr Lenkeinschlag. Aber sonst, umso weniger du machst, umso schneller bist du eigentlich. Ja. Und das ist auch ein bisschen das Ziel des Ganzen. Du probierst möglichst wenig zu lenken. Ja, und halt dann die Lenkpunkte dann perfekt zu treffen. Aber wie siehst du die Lenkpunkte bei den Geschwindigkeiten, die ihr habt? Weil es ist ja wirklich relativ eng bei euch, oder? Und du siehst ja nicht weit voraus. Ja, also das täuscht noch. Ich sehe schon relativ weit voraus. Also es ist auch in den Kurven rein,
probiere ich relativ weit eigentlich schon ans Ende der Kurve zu schauen, dass ich ein bisschen einschätzen kann, wo das wir stehen. Aber vieles ist dort dann eigentlich Gefühl nachher. Du musst ein bisschen spüren, wie stehst du in der Kurve rein. Also ob jetzt eher gegen oben schaust mit dem Schlitten, ob du gerade bist oder gegen oben schaust. Das musst du alles ein bisschen spüren, aber das kommt auch mit der Erfahrung. Also umso mehr Fahrten du hast, umso besser kannst du auf so Sachen reagieren. Also am Anfang fährst du blöd gesagt mit einem Plan, aber du weißt, ich fahre rein und nach 2 Metern, grob gesagt, tue ich lenken, dann lade ich wieder los. Und wenn ich, keine Ahnung, das Holz dort sehe, dann tue ich wieder auslenken. Also so fängst du am Anfang mal ein bisschen an, dass du so ein bisschen Anhaltspunkte hast. Bei dem Schild musst du hoch sein, dort musst du wieder rausfahren. Ja. Eben, wie lernt man das? Ich meine, eben, du hast gesagt, es gibt ja nicht den Bob-Pilot von klein auf. Wie kommt man da überhaupt rein? Du musst einfach mal einmal anfangen und dann bist du dann halt einfach so gut, wie du dann bist und dich entwickeln, oder? Ja, ich habe so angefangen, ich bin auf Oberhof, ich durfte in ein Trainingslager mit dem Verband. Und das ist eine Rodelbahn in Deutschland und dort hast du die Möglichkeit, dass du von einem Jugendstart aus starten kannst. Und dann sagen wir jetzt mal, die Bahn hat vielleicht, ich weiß nicht mehr, wie viele Kurven das sie hat, aber sagen wir jetzt 20 Kurven. Und dann fährst du nur die letzten 5 Kurven. Okay. Und dann fährst du dort mal runter und bist sehr langsam mit dem Monobob, also wo du allein drin bist, da hast du mal nicht die Verantwortung noch für jemand anderes. Und dann fährst du dort runter und also es ist wirklich, du kannst mal probieren, wie reagiert der Schlitten. Und also dort kannst du auch nicht auf die Schnur gehen. Also es ist schwieriger, dass du dort umkiehst, als dass du gerade runterkommst. Und nachher arbeitest du dich eigentlich so Schritt für Schritt rauf. Okay. Und das kannst du eigentlich auf jeder Bahn so machen. Aber ich sage jetzt mal, wenn du ein gewisses Niveau hast, auch wenn du dann auf eine neue Bahn kommst, ja, weißt du, wie musst du reagieren. Du gehst die Bahn vor 1000 Mal durch im Kopf, probierst das visualisieren. Also so wirklich wie die Skifahrer, die du so siehst. Ja. Also wir gehen vor jedem Training, laufst du eigentlich die Bahn einmal runter, schaust wieder mit dem Trainer an, wo du wie durchfahren willst. Es sind nachher schlussendlich Zentimeter, die entscheiden. Und eben das gehst du dann vor dem Starten gehst du nochmal durch, nachher gehst du nochmal durch. Am Abend schaust du die Videos nochmal an, gehst du nochmal durch. Und dann, eben, du weißt eigentlich schon, bevor du die Kurven reinfährst, wie, wo, was das kommt. Und dann ist es eigentlich nur noch das Reagieren, ja, was dann passiert. Ja, ich bin leider noch nie mitfahren. Aber du auch nicht, glaube ich, oder? Nein, aber ich würde gerne mal so eine Touristenfahrt machen in Ich St. weiss Moritz. nicht, Salome hat ja mal mitfahren am Bobweltcup St. Moritz. Ich weiß nicht, ob du dort auch bist. Also Salome aus dem Ruderteam. Ja, also wahrscheinlich schon, aber wüsste jetzt gerade nicht. Ja, auf jeden Fall. Ich habe dort irgendwie das verpasst gehabt. Aber ja. Ja, und dann vielleicht noch schnell zum dritten Punkt, den wir vorher angesprochen haben. Das Material, wo ja wahrscheinlich auch sehr matchentscheidend ist schlussendlich. Das Einzige, was mir dort in den Sinn kommt, ist, dass Deutschland irgendwie ein Monopol hat auf alle Schlitten. Ja, was macht das mit dir, wenn du siehst, dass einfach andere Nationen sicher auch wegen fahrerischen Fähigkeiten etc., aber vor allem auch wegen dem Material halt so gut sind? Was kannst du dagegen unternehmen? Und ja, wie fühlt sich das in dir innen an, wenn du wieder einen Deutschen siehst, der einfach vorne wegbrettert? Ja, ist immer schwierig. Gerade wenn sie halt grobe Fehler machen und keine Zeit verlieren, ist für uns einmal schon sehr deprimierend. Wir haben jetzt, der Verband hat das Materialprojekt selber noch angefangen, den NEOS-Schlitten. Und dort probiert man jetzt eigentlich hoffentlich die Lücke ein bisschen zu schliessen zu den Deutschen. Was allerdings sehr schwer wird, weil ja, die haben seit Jahren sind sie an diesen Schlitten am entwickeln, haben Millionen dort reingesteckt mit der FES. Und ja, das ist eigentlich fast unmöglich, sage ich jetzt mal, dass du einfach in 2 Jahren dort einen Schlitten baust, der gleich schnell ist wie ein FES-Schlitten. Ja. Schlussendlich müssen wir schneller starten und schneller fahren als sie. Und das ist das Einzige, was wir machen können. Und vielleicht eben ein bisschen auf ihre Fehler hoffen. Man muss ihnen aber auch lassen, eben, sie fahren relativ gut. Sie nehmen auch viel Risiko in der Kurvenwahl. Also sie fahren sehr breite Kurven, was auch schneller ist. Sieht dann halt schneller mal ein bisschen schlechter aus. Und sie startet halt einfach sehr stark. Das muss man halt auch eingestehen. Okay, also aber Deutschland ist ja wirklich so das Nummer 1 im Bobfahren. Eben, ihr bekommt dann ihre alten Schlitten, oder? Schön wär's. Nicht einmal das? Nein, also es ist oder ja wie wirklich... läuft das so ab? Ich meine, also kann man das nicht einfach, dumm gesagt, nachbauen? Oder auf was kommt es genau drauf an? Das ist jetzt ein bisschen dumm gestellte Frage, weil ich weiss, ihr würdet es machen, aber... Ja.
Es ist ja so, also die FWS ist ein Forschungsinstitut in Berlin und die machen eigentlich alles, was so Carbon-Sachen angeht. Ich weiß nicht, sie haben glaube sogar im Rudern haben sie auch Boote entwickelt und alles. Radfahren tun sie sicher, Ja. Velos. Also alles, was Carbon drin hat, sind sie eigentlich so ein bisschen führend bei Entwicklung und Sachen ausprobieren. Und sie haben halt etwas im Schlitten rein, man weiß nicht was. Eben ist sicher ein Teil Carbon, wie sie laminieren, aber auch mechanische Teile, wo man einfach nicht weiß, wo sie auch sehr gekonnt abdecken, dass man es halt nicht sieht. Also was heisst im Schlitten in? Ist es Ja. die Kufe oder ist es die Form oder das Material oder was Ja, ist also es es ist ja bei uns so, du hast ja die Aerodynamik aussen rum, die eigentlich Carbon ist. Ja. Und nachher hast du im Schlitten innen hast du den Metallrahmen, wo also eben aus Metall ist, wo nachher auch einen Hinterachs hast und einen Vorderachs, wo die ganze Lenkgeometrie, Lenksachen vorne drin sind. Das ist eigentlich alles aus Metall im Schlitten rein. Und nachher siehst du ja aussen dran noch die Kufenblätter und die Kufen eigentlich. Ja. Und sie haben, man weiss nicht jetzt genau, an was das liegt. Sie haben irgendetwas bei der Hinterachse, was sicher sehr gut Ja, aber funktioniert. ich kann mir nicht vorstellen, dass man das nicht herausfinden kann. Vor allem, wir sind ja in einem Land mit der ETH und da müssen wir doch einfach so aus Nationalstolz auch sagen, komm, Ja, jetzt... das ist dann halt auch immer eine Geldfrage. Das ist meistens halt das Problem. Ja, aber wenn es in einem Land nicht an Geld mangelt, dann ja eigentlich da, oder? Ja, aber die Ja, Schweizer sparen anderes eben im Thema, Sport schon ein ja. bisschen. Das ist halt schon so. Okay, aber krass, ja. Also eben, die Deutschen, die haben etwas hinten rein, es ist abgedeckt und wir wissen nicht, was es ist. Vielleicht ist es auch völlig etwas anderes und sie verarschen einfach alle mit dem. Das wäre auch geil. Sie finden es sicher hure lustig, Ja, dass eben. alle seit Jahren am raussuchen sind, was Ja. es ist. Und machen sich einen riesen Spass daraus, um Ja. wieder so ein bisschen zu tun, als hätten sie etwas Neues. Du, eben, also wir haben gesehen, wir sind sicher, also mit dem Sandro zusammen, wo wir den Weltcup gewonnen haben, wenn wir vorne mit starten können und gute Fahrten haben, dann sind wir relativ gut mit dabei. Mhm. Aber es muss dann halt wirklich alles zusammenpassen und sie können sich relativ viele Fehler erlauben. Das ist dann halt ein bisschen das, was dann halt ja, ein bisschen deprimierend ist, wenn sie blöd gesagt in die Wand reinfahren. Du ziehst einen Strich runter und sie sind gleich schneller. Ja, vor allem, wie geht man mit dieser Wettbewerbsverzerrung um? Ich meine, du hast eine Olympiamedaille verpasst, relativ knapp, weil die 3 Deutschen vor dir waren. Hinterfragst du manchmal, ob es nicht wirklich auch hätte können anders sein können, wenn jetzt eben der Materialvorteil nicht wäre? Ja, bei uns ist jedes Rennen eigentlich, wo die das irgendwo durch ein bisschen anschießt, sage ich jetzt mal. Eben, es ist, im Zweier ist es extrem, im Vierer nicht so. Wir haben, eben Olympia ist es halt noch deprimierender gewesen, weil halt sie einfach wirklich das dritte vorne sind. Wir haben 4 saubere Fahrten gehabt, wir sind 4-mal gut gestartet und haben trotzdem eigentlich schlussendlich wirklich keinen Stich gehabt. Mhm. Und es ist dann ja nicht so, dass sie vielleicht irgendwie 500 vorne weg sind, sondern sie fahren dann irgendwie 2 Sekunden vorne weg über 4 Läufe. Und das ist dann halt das, was ein bisschen fraglich ist. Und man hat jetzt bei den Frauen gesehen, sie haben ja den Monobob und dort haben alle den gleichen Schlitten. Und das macht einfach auch den Wettkampf viel spannender. Also im einen Wettkampf ist die eine vorne, die ist nachher aber im nächsten Rennen vielleicht 5., 6. Wenn sie einen Fehler hat, dann kostet die halt auch wirklich viel. Und es würde halt auch den ganzen Wettkampf ein bisschen spannender machen. Ja. Ja. Also Ja. Bob ist so ein bisschen wie die Formel 1 im Rennsport. Ein Stück weit schon, aber mit ein bisschen weniger Budget wahrscheinlich. Könntest du eigentlich auch gut, also kannst du auch gut Auto fahren? Oder weißt du, als Pilot, du bist Pilot. Aber Ja. kannst du auch andere Geräte so gut steuern wie ein Bob? Ich sage, ich habe gerne Geschwindigkeit, Ja. aber eben, du kannst das Bobfahren nicht mit etwas anderem 1:1 vergleichen. Das Okay. nicht. Aber ich nehme an, du hast ein gutes Gefühl für, eben wenn du mal eine Kurve gefahren bist, wie sich das anfühlt, Ja. sei es jetzt im Go-Kart oder im Skifahren vielleicht. Nehme ich an, Ja, definitiv, hast du ja. ein bisschen das Gefühl dafür? Ja. Okay. Ja. Ich würde sagen, wenn wir schon bei den Resultaten sind und eben dem 4. Platz, wo die Schweiz ja mittlerweile auch ein bisschen bekannt ist dafür an den Olympischen Spielen, vielleicht mit Aussicht auf das nächste Jahr Olympia 26 in Milano Cortina. Ja, was bist du jetzt schon am Vorbereiten? Was denkst du mittlerweile schon öfters dran? Oder ja, wie gehst du damit um? Ja, ich sage jetzt mal, im Hinterkopf hast du es immer ein bisschen. Und es ist eben, der ganze Sommer ist bei uns relativ lang. Es ist manchmal auch ein bisschen schwierig, um sich zu motivieren. Und wenn du dann halt so etwas ein bisschen, ja, dir probierst vor Augen zu führen, dann fällt es dir vielleicht auch ein bisschen einfacher. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr einen neuen Viererschlitten gekauft und den eigentlich probiert. Der ist relativ gut gelaufen
Und ja, so probiert man halt schon in der Saison vorher eigentlich ein bisschen Sachen nachher für auf Olympia. Bei uns im Sommer materialtechnisch kannst du nicht viel testen, Pröbeln machen, weil halt einfach nicht aufs Eis kannst. Aber der Großteil ist halt eben einfach das Athletische, wo man probiert, bis dorthin, bis Ende Februar nachher eigentlich die höchste Form, die beste Form haben. Ja. Tut man in so einer Saison eigentlich auch ein bisschen Risiken in Kauf nehmen im Weltcup, und wo man sagt, hey, weißt du was, dann sind wir vielleicht jetzt mal schlechter, aber man probiert mal etwas aus und schaut, ob das funktioniert. Oder sagt man dann, hey, nein, scheißegal, wir machen es wie jedes Mal? Ja, ist verdammt schwierig zu sagen. Also ich sage, die einen Teams machen das sicher. Ja. Es ist bei uns halt immer ein bisschen, du musst dich immer noch selektionieren in der laufenden Saison dann. Also allzu viel Stimmt, kannst du ja. dir nicht erlauben. Dann geht es halt nachher auch wieder um Gesamtranking. Wenn du nachher eben nicht der beste Schweizer bist, kommst du nicht die besten Anschieber rüber. Du probierst schon immer wieder ein bisschen Sachen. Bei uns ist ja so, wir gehen an einen Wettkampfort, dann haben wir Trainings dort. Und du probierst eigentlich vor allem im Training ein bisschen Sachen. Und wenn du jetzt dort im Training siehst, hey, oh, die Kufen auf einmal laufen die brutal auf dieser Bahn, dann probierst du das vielleicht im Rennen schon einmal, aber du probierst jetzt nicht einfach etwas. Aber du hast jetzt nicht riesen Spatzig, was Ausprobieren angeht, oder wie ist das? Nein. Also du musst eigentlich es vertrauen, ist- dass das, was du auswählst, funktioniert. Ja, ich sage sicher jetzt, gerade wenn wir jetzt das erste Mal auf die Olympiabahn kommen, das wird sicher mal ein bisschen eine Challenge, weil du halt die Schlitteneinstellungen passest du ein bisschen auf die Bahn an, wie her, dass du die Vorderachse einstellst und alles. Und das wird ein bisschen eine Challenge, wo du vielleicht eben in einem Probewettkampf in Milano Cortina, im ersten Wettkampf, da kannst du vielleicht einmal etwas probieren. Und Also haben sie es geschafft, Bobbahn fertig zu machen? ja, genau. Sie haben es noch geschafft. Also ich weiß nicht, wie sie dann aussieht, aber Also du hast Also noch sie keine sind- Ahnung, wie sie ist? mal, also es hat Videoaufnahmen, Helmfahrten, und es haben auch schon gewisse Nationen dort dürfen fahren. Bei uns ist es immer so, dass ausgelost wird, wer zuerst mal auf dieser Bahn fahren. Und das war Ende letzte Saison, noch auf der Baustelle, blöd gesagt. Und ja, jetzt dann nächste Saison wirklich halt der Weltcup, der eigentlich dann auf dem Programm steht. Und dort siehst du dann das erste Mal, wie die Bahn dann wirklich ist, weil ja, in diesem Event ist das Eis auch sehr schlecht gewesen, sie sind sehr langsam gefahren. Also da wird dann sicher noch ein bisschen etwas gehen in dieser Aber du Hinsicht. weißt nicht, ob sie da könnte liegen oder nicht. Also ich habe bis jetzt noch nie eine Bahn gehabt, wo man nicht so, also gar nicht gelegen ist, sage ich jetzt mal. Ja. Das sagen viele, sie ist ähnlich wie China. China ist mir sehr gut gelegen, weil es halt sehr viel Gefühl ist und Ja. ja, halt viel laufen lassen, im richtigen Moment etwas machen. Das habe ich relativ gerne. Ja. Ja, aber eben viel einmal von diesen Helmfahrten kannst du nicht sagen, das ist einmal ein bisschen schwierig. Okay. Wie happy bist du eigentlich, dass du nicht in die USA musst fahren während der Olympia? Ja, es hat mir, ganz ehrlich, es hat mich schon ein bisschen angeschissen. Ich meine, eben, du trainierst 4 Jahre lang eigentlich auf die Olympiaden. Halt auch ein bisschen für das Ganze, eben Olympia ist etwas Spezielles. Und nachher bist du einfach an einem anderen Ort und dann ist es halt einfach, ist es für uns wieder wie ein WM und das, ja, das wäre halt schon nicht so geil gewesen. Ja. Wieso ist dir Olympia so wichtig? Also ich kann es aus meiner Perspektive sagen, beim Rudern ist es einfach so, weil es eigentlich nur Olympia gibt. Wenn du wirklich ganz oben willst sein, was ist bei dir das, was dich so antreibt, an die Olympischen Spiele zu gehen? Ja, eben, es ist auch, bei uns ist die Olympiade ist eigentlich das Grösste für uns, oder? Es ist nur alle 4 Jahre und es ist halt einfach der grösste Event. Aber Logisch, sportlich gesehen man ist kann's- wahrscheinlich eine WM gleich gut, oder? Logisch, ich meine, auch jeder Weltcup, du hast immer die gleichen Teams. Es ist jetzt nicht so, dass auf einmal auf Olympia irgendjemand kommt. Ja. Aber ich meine, es ist auch, ich sage jetzt mal im Sport so, dass du halt Tag X Ja, die Leistung musst abrufen. safe. Und bei uns ist es halt einfach Olympia, wo du wirklich auf das einarbeitest. Mhm. Ist halt schon ein völlig ein anderer Stellenwert als jetzt ein WM, sage ich jetzt mal, wo halt Ja. bei uns auch jede Saison stattfindet. Okay. Aber du hast nicht irgendwie eine persönliche Beziehung, sagen wir jetzt, weil irgendwie in deiner Familie schon jemand an Olympia war, Nein, dass das du nicht. dann wegen dem unbedingt dorthin willst? Nein, das nicht. Okay. Wie lange ist es eigentlich her, dass die Schweizer Medaille geholt haben bei Olympia? Heikles Thema. Ja, im 14 in der Hälfte. Stimmt, wegen der Russen. oder? Ja, genau. Ja. Also er ist jetzt auf Gold upgraded worden. Ja. Das Ja. ist schon, ja, traurig. Aber in dem Fall ist es überfällig. Also nach 12 Jahren. dann- Ja, es wäre schon lange wieder mal Zeit. Ja. Ja. Und sieht es so aus, als könntest du immer noch das beste Team stellen? Oder wie kannst du jetzt abschätzen, ob du Nummer 1 bist in der Schweiz, dein Team? Ich hoffe es, schwer, ja. Ich
sage, Aber eben im die Sommer anderen, hast du ja halt die anderen Punkt schlafen nicht. Ja. Der Timo Runner hat auch ein sehr starkes Team zusammen. Cedric, der wird auch ein gutes Team zusammen haben. Und eben, schlussendlich probiere ich dann halt auch in der Bahn nachher mein Bestes abzurufen. Und ich sage, dort habe ich sicher hoffentlich noch ein bisschen Vorteil auch gegenüber den anderen. Ja. Und ja. Wie viele Plätze hat die Schweiz eigentlich? Oder ist das noch nicht fix? Ja, also es kommt dann auch auf die laufende Saison drauf an. Und ich sage jetzt, wenn alles normal läuft, haben wir 3 Startplätze Olympia. Es sind 2 Nationen mit 3 Startplätzen und nachher mit 2 eigentlich. Und dann irgendein ist eine. Und jetzt sind wir und Deutschland sind momentan so ein bisschen die besten Nationen. Und wenn alles gut läuft, dann sollten wir eigentlich die 3 Startplätze haben. Und das wäre, glaube ich, auch, ich hoffe jetzt mal das Ziel von Swiss Sliding, also von unserem Verband, dass wir dort 3 stellen können. Ja, das wäre natürlich sehr geil. Was wiederum nicht so geil ist, ist zum Beispiel eben, dass man sich auch schwer verletzen beim Bobfahren. Vielleicht die einen oder anderen von euch haben es mitbekommen, dass ihr 2024 oder am Anfang einen schweren Unfall gehabt habt, im Viererbob. Und ja, du hast dich auch schwer verletzt. Jetzt so nachträglich bist du schon wieder auf einem Level jetzt beim Fahren, wo du kannst sagen, hey, ich denke eigentlich nicht mehr an einen Unfall, wenn ich jetzt eine Strecke runterfahre? Oder wie hat sich dein Psychische von dem erholt? Also Altenberg selber bin ich noch nicht mehr, also bin ich seit dem Unfall eigentlich nicht mehr gefahren. Letztes Jahr musste ich noch den Rücken operieren, ist dann die erste Saisonhälfte weggefahren, wo Altenberg eigentlich drin gewesen wäre. Aber auf der anderen Bahn eben, also wenn du an so Sachen denkst, dann hast du verloren. Ja. Egal ob Zeit oder halt dann, dass wieder irgendein Scheiß passiert. Ich sage jetzt mal, der Unfall, der passiert ist ein normaler Sturz im Training. Das kann immer wieder passieren. Das, was halt danach passiert ist, das ist eigentlich der Scheiß, der nicht hätte passieren sollen. Kannst du uns da schnell Kontext geben, für die nicht wissen, was passiert ist? Ja, also es ist zu Altenberg sind wir im Training gestürzt und man muss sich das so vorstellen, also du fährst eigentlich beim Bob immer gegen oben. Logisch gibt es auch Bergaufpassage, aber es geht eigentlich immer das Loch runter. Nach der Ziellinie geht es bergauf und dort tust du dann eigentlich bremsen und dass du halt langsamer wirst, geht die Bahn bergauf. Und in Altenberg ist es so, du hast eine relativ lange Strecke, die bergauf geht, wo du nicht zu der Bahn kommst, was es den Bahnarbeiter schwer macht, dass ein gestürzter Schlitten, dass du den heben kannst. Also zum Beispiel in Whistler ist auch eine sehr anspruchsvolle Bahn. Dort gibt es die 50-50-Kurve. Die heisst 50-50, weil du durchkommst oder nicht. ja, also es ist nicht mehr ganz so krass, sie haben es ein bisschen angepasst. Aber eben, die wissen genau, okay, 50-50-Corner, wenn dort ein Sturz ist, dann rutschst du auf der Seite durchs Ziel durch und sie stehen parat und heben dich. Und das ist halt in Altenberg leider nicht der Fall gewesen. Hat auch zu heftigen Diskussionen geführt, weil es schon in der Vergangenheit immer wieder so Sachen gegeben hat. Am Morgen ist an den Deutschen genau das Gleiche passiert. Sie sind gestürzt in der Kurve 13, sind dann auf der Seite durchs Ziel durchgerutscht, haben sich dann heben nachher. Ein Anschieber ist rausgefallen, weil er bewusstlos war. Wir hatten dann am Nachmittagstraining, ist eigentlich nachher genau der gleiche. Ich sage jetzt eben, schlussendlich ist es ein Fahrfehler gewesen. Sind dann gestürzt. Der Sandro ist leider aus dem Schlitten rausgefallen, weil er auch bewusstlos war. Hat sich durch das nicht mehr heben und ist dann nachher eigentlich am tiefsten Punkt der Bahn liegen geblieben. Wir sind auf der Seite durchs Ziel raufgerutscht und uns hat dann nachher niemand gehabt und dann sind wir halt nachher mit dem Schlitten wieder retour gerutscht und ja, halt ins andere, wo immer noch in der Bahn gelegen ist. Ich sage eben, es ist relativ einfach gewesen, um das zu verhindern. Ich glaube, man hat in den letzten Jahren genug über das jetzt diskutiert. Altenberg sieht da nicht so das Problem, wenn es auch nicht eingesehen. Viel gemacht wird auch nicht. Das ist mal ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal das Traurige, dass man es halt einfach wieder in Kauf nimmt, eben gerade weil es halt am Morgen schon passiert ist und ich sage jetzt, man hätte es relativ einfach können verhindern. Ja, das ist heftig. Trifft dich dann trotzdem eine Schuld? Oder hast du trotzdem ein Gefühl von Schuld, wenn du weißt, okay, ich bin der Pilot gewesen? Also weißt, du weißt ja irgendwo durch, eben, es ist nicht deine Schuld, weil die Bahn einfach gewisse Mängel hat. Ja. Aber also, gleich ja, schlussendlich ist es meine Schuld. Bist du trotzdem verantwortlich, oder? Schlussendlich ist es meine Schuld, dass wir gestürzt sind, dass überhaupt so weit kommen konnten. Es sind viele Faktoren, die dort drin spielen. Ja. Es war das erste Training, es war die Bahn viel zu schnell gemacht. Also ich habe mir am Anfang schon Vorwürfe gemacht, das definitiv. Ich
glaube, das habe ich auch relativ lang müssen, auch mit Mentaltrainerin, Sportpsychologin alles verarbeiten. Jeder Anschieber, der hinten rein hockt, weiss ein bisschen, spätestens seit dem Unfall, was passieren kann. Ja, aber eben, dass es passiert. Also ich hoffe jetzt wirklich nicht, dass das je wieder wird passieren, dass man aus dem Fehler gelernt hat. Auf allen anderen Bahnen war das auch nie ein Thema gewesen. Ja. Aber du bist jetzt gut weg oder, davon? Also du hast abgeschlossen mit dem Thema, oder ist das immer noch etwas, was dich beschäftigt? Ja, also bis jetzt war es kein Thema mehr gewesen. Ich sage, wenn der Altenberg wieder auf dem Programm steht, und das steht es wieder, wird es sicher nochmal ein anderes Thema. Wenn ich dann wieder dort bin, wieder Vierer fahren. Für mich ist schon auch, nach dem Unfall konnte ich gerade wieder Zweier fahren in Lake Placid. Das hat mir vom Kopf her auch sehr geholfen, wieder in einen Schlitten reinzuhocken, wieder fahren. Gesehen, dass es geht ohne irgendwie Problem. Und das Viererfahren, die Saison nachher, ist dann halt schon nochmal ein bisschen etwas anderes gewesen, sage ich jetzt mal. Es war am Anfang schon ein bisschen ein komisches Gefühl gewesen, aber nachher eben fahrst du das erste Mal wieder runter und das ist, als ob du nie etwas anderes gemacht hättest. Ist es eigentlich bei euch normal, dass man mit Mentalcoach und Sportpsychologen zusammenarbeitet? Oder eben, ihr seid alles so männliche Pumper, die Muskeln spielen im Kraftraum, aber eben, man arbeitet schon mit Sportpsychologie zusammen. Ist das durchs Band durch oder jetzt du primär wegen dem Unfall? Oder wie ist das in der Szene oder bei euch jetzt in der Schweiz so? Da ist etwas, Männer reden da nicht so gerne offen drüber. Darum weiss ich auch nicht von den anderen, wer mit dem Mentaltrainer oder Sportpsychologe zusammen arbeitet. Das jetzt ganz genau. Ich weiss, der eine oder andere, der mit einem Mentaltrainer zusammenarbeitet. Ich habe schon viel früher mit meiner Mentaltrainerin, Sportpsychologin angefangen zu arbeiten. Weil, ja, am Anfang hatte ich immer ein bisschen das Problem gehabt, die erste Saison mit dem Druck umzugehen. Ich habe immer, der erste Lauf war super gewesen. Und nachher habe ich immer gedacht, geil, jetzt sind wir 7, jetzt hole ich nur mal irgendetwas und habe nur mal probiert. Und dann geht es meistens in die Hose, wenn du halt nur mal probierst, schneller zu fahren. Ja. Und ich habe dann dort viel mit ihr gearbeitet, halt auch das Ganze neben der Bahn. Eben, ich sage das mit dem Team reden, sagen, du fährst nicht. Das sind alles Sachen, die halt auch dort reingespielt haben. Darum sage ich jetzt auch mal, ist eher eine Pilotensache. Ja. Ja, okay. Ich weiss aber nicht, ob die anderen Piloten auch mit also jemandem Piloten arbeiten. sind so ein bisschen nein, das dürfen wir jetzt nicht sagen. Die Feinen. Die mit Gefühl arbeiten. Und die Anschieber sind so ein bisschen die harten Brocken, die einfach einen rausschieben am Anfang und dann, also ich tue jetzt völlig übertrieben stereotypisieren, aber ja, also weißt du, es ist auch, der Anschieber hat seine Arbeit nach 5 Sekunden hockt er im Schlitten rein und dann geht es darum, dass er sich möglichst klein macht. Und bei uns ist halt, dann fängt eigentlich unser Job an. Und eben, es sind halt kleine Entscheidungen, die du machen musst, kleine Sachen, kleine Lenkbewegungen und die dann halt auch entscheidend sind und dann musst du halt schon 100% ready sein im Kopf. Ja. Ich nehme an, bei euch ist das Thema in einen Flow hineinkommen extrem wichtig. Ja, definitiv. Kann man das trainieren? Wenn wir schon beim Thema schwierig, ich glaube, da musst du auch ein bisschen der Typ dazu sein, habe ich das Gefühl. Also ich kenne Piloten, ehemalige, die sind wahrscheinlich nie in den Flow reingekommen. Ich habe es relativ viel, dass ich auch nach der Fahrt, ich kann gar nicht mehr sagen, was ich gemacht habe. Ich habe mal während der Fahrt die straubsten Gedanken. Dann weiss ich, was gut ist. Was sind so straube Gedanken? Das darf ich gar nicht alles sagen. Wieso? Geil. Nein, also zum Beispiel Olympia in China ist, ich weiss nicht mehr, welcher Lauf das war. Auf jeden Fall, mir ist die Bahn sehr gut gelegen und ich konnte wirklich instinktiv immer das Richtige machen. Und es ist am Renntag arschkalt gewesen, also es ist wirklich, ich weiss nicht mehr wie viel Minus. Und dann sind wir in diesem Kreisel rein und der Kreisel ist wirklich, der ist ewig lang. Ja. Und der ist mir noch länger vorgekommen und ich habe mir so angefangen zu überlegen, so ja, jetzt nachher da unten noch ein Interview geben. Nein, nachher müssen wir noch Kufen schleifen und also ja eben, und nachher geht die Bahn ja noch weiter, aber du bist irgendwie im Kopf völlig an einem anderen Ort. Ja. Aber die Fahrt war eigentlich wirklich nahezu perfekt gewesen und krass. Ja. Also ja, eben für mich ist, ich habe das Gefühl, das ist in den Flow reingekommen, dass du halt nicht absolut. Also ums Bobfahren studierst oder überlegst, was musst du jetzt machen, sondern das einfach automatisch 120 Kilometer und Postliste mache ich im Kopf schon. Ja, ja, wirklich. Ja, krass.
Wie fühlst also eben, du hast gesagt, es ist ein Flow, aber rein körperlich nehme ich an, hast du extreme G-Kräfte in diesen Kurven inne. Was spürst du sonst noch so? Auch Seitwärtsbewegungen hast du da wahrscheinlich nicht mal so viel, weil es dich halt eigentlich immer in Schwerpunkt abdrückt. Oder wie fühlt sich das an, Bobbahn runterzufahren? Ja, das ist auch wieder etwas mega Schwieriges zu erklären. Also, ich sage, es gibt von Bahn zu Bahn auch Unterschied. St. Moritz ist eine mega ruhige Bahn. Also dort, wenn du runterfährst, spürst du wirklich fast nichts. Du hast die Drücke, die kommen in der Kurve. Genau, das kommt eigentlich von gerade oben runter. Und solange du jetzt dort nicht einen groben Fehler machst, hast du auch nicht, jetzt, dass die gross rumschlägt. Es gibt andere Bahnen, wie zum Beispiel Lake Placid, da hast du die Kurven, die sind so nah aufeinander. Also du bist, für mich gefühlt, bist in den nächsten Kurven rein, aber die Anschieber sind immer noch in der letzten Kurve. Okay. Und das schwartet hier also wirklich nonstop hin und her. Ja. Und es ist halt auch der Hubenausschnitt, den wir oben dran haben. Also du bist eigentlich relativ fest eingeklemmt. Und dort schlägt es dir halt dann schon mal eins an den Kopf an. Ja. Ja. Das ist relativ unangenehm. Fahrst du eigentlich lieber Zweier oder Vierer? Oder darfst du das so sagen gegenüber von deinen Vierer-Kollegen? Ja, die grössten Erfolge haben wir im Zweier gehabt. Also habe ich mit dem Sandro feiern, im Zweier. Von dem her hat mir der Zweier schon immer sehr viel Spass gemacht. Eben, ich meine, wenn der Erfolg kommt, dann macht es klar, automatisch mehr Spass. Im Vierer ist halt einfach nochmal etwas anderes. Du bist das Vierte am Balken. Du bist halt einfach nochmal schneller. Es muss nochmal mehr zusammenpassen. Und darum würde ich schon sagen, macht mir der Vierer fast mehr Spass. Aber ist der Vierer so Königsdisziplin oder gibt es das bei euch gar nicht? Mal schon ein Stück weit, ja. Also man sagt eigentlich, dass der Vierer Königsdisziplin ist, genau. Ja. Also mehr Leute, die können mehr Fehler machen in dem Sinn. Ja, genau. Und dann auch das Steuern ist wahrscheinlich schneller und in dem Fall auch schwieriger, oder ist schneller gleich einfacher? Nein, also es ist ja so, du kannst es ein bisschen vergleichen, wie wenn du zum Beispiel Sportwagen fährst. Der reagiert gerade direkt und beim Vierer ist es eigentlich wie wenn du Lastwagen fährst. Es ist alles so ein bisschen träge und wenn du beim Vierer mal zu spät dran bist, dann lenkst du halt und dann schiebt es dir einfach über die Vorderkufe und dann passiert gar nichts. Okay. Also das ist dann halt schon auch nochmal Ja. zusätzliche Challenge und muss halt nochmal ein bisschen mehr zusammenpassen. Ja. Und was mich noch jetzt, wir kommen langsam gegen Schluss, aber so Wunder nimmt eben das Krasse, wenn du das ja schaust und nicht so draus kommst, ist einfach auch immer das Reingumpen. Was ist dort entscheidend? Oder gibt es so eine offizielle Reingumpen-Technik? Oder Reingumpen, ja. Ja, Völlig. Einsteigen, ja. Einsteigen. Also das übst du auch in der Garage eigentlich immer wieder. Ja. Plus halt auch im Sommer im Anstoßtraining. Und ich meine, das Ziel ist, dass du möglichst weit kannst rennen kannst. Aber irgendwann sind ja die Startspuren, also die Rillen, die ins Eis hineingefräst sind, dass der Schlitten gerade ausfährt, die sind irgendwann fertig. Und dann geht es eigentlich darum, dass du möglichst weit kannst rennen als Limit, aber halt gleich noch schnell und ruhig und gerade kannst einsteigen, dass du dann nicht, wenn du aus diesen Rillen rauskommst, gerade direkt in die Wand hineinfährst. Das ist schon mal ein bisschen, sag jetzt mal, die erste Challenge. Und nachher eben man hat nicht viel Platz in dem Schlitten drin und wir hocken das Vierte dort drin. Es sind ja auch alle mitkommen, sonst werden disqualifiziert. Genau, ja, das kommt noch dazu. Hat es auch schon alles gegeben. Und du hockst halt wirklich dort drin, das Vierte mit eben 100 Kilo und hebst einander. Viel Platz rundherum hast du nicht mehr. Nein, du hebst einander nicht so. Oder wie hockt man dort hintereinander? Also du kannst dir vorstellen, ich habe ja mein Sitzli eigentlich. Ja. Dann der Zweite, der hockt wie so Cannonball, also macht so ein Päckchen. Ja. Hat eigentlich die Beine hinter mir aufgestellt. Der Okay, Dritte hat die Beine auf der Seite vom Zweiten vorbei Ja. und hebt sich auch so auf der Seite. Aha. Ich sage jetzt mal, die Position 2 und 3, die hocken relativ aufrecht und dann probieren den Kopf runterzutun. Ja. Und der Vierte hat nachher die Beine auf der Seite vom Dritten vorbei und hebt sich dann nachher eigentlich fast wie im Zweier, also relativ tief unten, also geht dann mit dem Kopf richtig Bremse runter. Also der hätte noch genug Platz, um eigentlich sich reinbücken. Ja, das kommt nachher auch wieder ein bisschen auf das Schlittenmodell drauf an. Die einen Schlitten haben ein bisschen mehr Platz, die anderen sind ein bisschen enger. Ja. Aber eben, du probierst eigentlich wirklich immer zu optimieren und also das probierst auch stundenlang in der Garage, hockst dort rein und dann probierst du ja, gerne haben. bringt es etwas, wenn du den Griff 2 cm vorne tust? Ja. Und also, ja, bist 1 cm weiter unten, so gut machen wir. Und nachher merkst du während dem Fahren, hey, es geht nicht und dann Okay. änderst du es wieder. Ja, aber eben, du probierst auch natürlich jeden Santi bringt dir wieder klar. etwas.
Wie viel Testosteron bringen wir auf 2 Kubikmeter? Das ist schon eine Challenge, ja. Hey, ja. Eben wie gesagt, um ein bisschen den Schluss einzuläuten von dieser Folge, wenn wir noch kurz einerseits zum Bobsport in der Schweiz kommen, aber dann auch noch ganz kurz einen persönlichen Ausblick von dir. Zuerst zum allgemeinen Bobsport in der Schweiz. Was würdest du sagen, wie läuft es dem so? Gibt es da irgendwie einen Trend oder würdest du sagen, eben eine Olympiamedaille wäre mal gut, um die Jugendlichen zu motivieren? Ja, also schaden tut es sicher nicht. Das ich glaube, ist klar, ja. wir stehen momentan relativ gut da, habe ich das Gefühl, im Verband. Auch was teamsmäßig ist momentan, was Anschieber ist momentan. Wie bei den Frauen auch, bei den Männern auch. Ja, es ist mega schwierig zu sagen. Ich glaube, eben die Olympiamedaille wird schon noch mal ein bisschen Schwung geben, dass halt vielleicht dann noch mal eine Welle nachkommt, weil irgendwann hören wir dann halt auch wieder auf. Das ist, glaube ich, ein bisschen die Challenge. So ein bisschen der Übergang nachher zu der nächsten Generation wieder schaffen. Also wie schwierig ist es denn, Nachwuchs zu rekrutieren in der Schweiz? Ja, es gibt schon immer wieder Leute, die Lust haben zum Bob fahren, aber eben, es bringt ja nichts, wenn einfach irgendjemand Freude hat daran. Du brauchst halt auch die Athleten, die das machen, oder? Die eben von der Leichtathletik rüberkommen. Und das ist dann halt schon relativ schwierig, weil eben, sagen wir jetzt mal, du machst Leichtathletik, dann bist du fertig mit deiner Karriere. Dann gehst du arbeiten, gehst du studieren, dann hast du nicht noch Zeit und Lust im Winter Bob fahren, ein halbes Jahr. Ich meine, wir sind wirklich ein halbes Jahr weg. Finanziell kommst du auch nicht so gut weg. Das Ganze kostet sehr viel. Wenn du selber ein Team gründen willst, dann brauchst du viele Sponsoren, Unterstützung aussen. Ja, eben darum, das macht es alles umso schwieriger. Darf ich fragen, von wie viel Geld redet man da? Also in dieser Saison, ich habe das Luxusproblem, dass ich gute Unterstützung habe vom Bobclub Zürichsee. Ich kann dort zum Beispiel vom Material profitieren. Also der Viererschlitten, den wir haben müssen oder dürfen nichts zutun, der hat 100'000 gekostet. Also nur schon das kostet halt sehr viel Geld. Logisch, die Schlitten kannst du immer über mehrere Jahre brauchen, aber es sind dann gleich, ich sage jetzt so 200'000, 250'000 Franken, die du in der Saison eigentlich brauchst. Das ist dort eben sind halt nachher Spesen und noch ein bisschen ein Lohn an die Anschieber, aber das ist auch nicht ein Haufen. Also was verdient so ein Anschieber? Es kommt auch wieder ein bisschen von Team zu Team. Ja, aber ich sage jetzt, verdient er 1000 oder verdient er 5000 oder verdient er 500? Ich sage jetzt so auf das halbe Jahr raus vielleicht so 10'000, 15'000. Okay. Ja, das ist wirklich nicht so viel. Und dann bist halt eben, du bist im Oktober fängt eigentlich die Vorbereitung an und bist bis im März eigentlich fast durchgehend weg. Ja. Es gibt bessere Wärst kein bezahlte Millionär. Sportarten. Ja. Krass, ja. Okay. Du könntest dir aber vorstellen, in Zukunft dort ein bisschen etwas zu machen, wenn du mal nicht mehr selber fährst? Oder hast du es schwierig zu sagen? Wie meinst du, trainermäßig oder? Ja, egal, einfach irgendwie im Verband oder sonst irgendeine Unterstützung. Oder hast du noch andere Ziele in deinem Leben, die jetzt nicht mit Sport zu tun haben? Ich habe schon noch andere Ziele im Leben. Ja, das ist schon mal sehr gut. Nein, ich bin jetzt momentan auch ein bisschen an dem Punkt, eben bei mir, jetzt ist eine Olympia. Ich habe mir jetzt gesagt, bis dahin vollen Fokus nochmal auf den Sport. Ist jetzt auch sehr gut aufgegangen mit dem Militär zusammen, wo ich die WK-Tage absolvieren kann. Das ist auch eine sehr grosse Unterstützung, wo auch viele Anschieber davon profitieren können. Dann mit der Sporthilfe zusammenhalt und durch das, dass ich immer noch bei den Eltern wohne. Aber ich bin jetzt 27, ich will auch nicht ewig bei den Eltern wohnen. Und eben jetzt ist halt auch dann irgendein Thema mit einem Job nächstes Jahr, etwas studieren. Ja, wo ich jetzt zurechtlegen bin, sage ich jetzt einmal. Aber eben eigentlich könntest du auch noch weitermachen, rein vom Alter her. Ja, wäre eigentlich auch das Ziel. Ist dann halt eben immer ein bisschen die Frage, wie es kannst vereinbaren mit Ausbildung und oder Job nebenbei. Ja, ist aber nicht so einfach. Eben, wenn du halt absolut, wirklich das halbe Jahr weg bist, plus die Trainingslager, die im Sommer noch dazukommen, ja, macht nicht jeder Arbeitgeber mit. Und, absolut klar, ja. Ja, ich habe Polymechaniker gelernt, habe dort auch noch gearbeitet vom Beruf. Und das ist jetzt aber nicht unbedingt der Job, den ich bis an mein Lebensende machen will. Ja. Ja, darum bin ich jetzt auch ein bisschen am Umschauen, ob ich noch irgendwie andere Möglichkeiten habe. In welche Richtung könnte es denn gehen? Ja, Polizeischule wäre
eigentlich mal ein grosses Thema gewesen. Okay. Oder immer noch. Ja. Das ist halt auch relativ schwierig zum Teilzeit zu machen. Es gibt gewisse Kantone, die das mittlerweile anbieten, dass du nur den Sommer durch kannst die Ausbildung machen und dann im Winter kannst du weg sein. Mhm. Ja, bin jetzt ein bisschen am Umschauen, am Abklären. Genau. Klingt gut, ja. Geschwindigkeit hast du ja zum den bösen Buben hinten Ja, Ja, aber nur also wenn 20 der Meter. kommt- Wenn der kommt, 20 Meter nachher mag ich nicht mehr. ja, aber wenn der kommt, würde ich gut, grad sofort absägen. Egal, macht Handschellen drauf. Ja, so, ist gut. Probieren. Ja. Ja, nein. Dann, Michi, wenn man sagt, hey, ich habe heute hier zugelassen, ich finde es mega geil, was du machst, ich finde dich ein geiler Sieg, ich würde gerne dich oder dein Team unterstützen. Wie macht man das am besten? Also wir suchen immer noch einen Kopfsponsor. Nein, schlussendlich eben auf Insta oder wo auch immer Kontakt aufnehmen und dann findet man sicher eine Lösung, dass man zusammenhocken und mal zusammenreden. Sehr gut. Und was bekommt man als Kopfsponsor? Ja, auf dem Käppli, Ah, ja. wo wir bei den Interviews auch haben, oder auch im Ziel in der Leadersbox auf dem Podest, plus auch noch der Helm, das Visier. Genau, also eigentlich relativ, das ist So. eigentlich der beste Spot, Ja, aber halt auch relativ schwierig zu verkaufen, weil es halt der grösste Betrag ist. absolut klar. Ja. Von Ihnen hat leider das Budget noch nicht. Aber wir Schade, haben schade. Cappies, also falls ihr die braucht. Ja, wir können sie falls auslehnen. keiner- Falls keiner findest, wir hätten gut. etwas. Ist gut. Ich habe letztes Jahr schon mit dem Firmin Werner den Deal gemacht, dass er einen Kleber von mir auf den Ski klebt und ich lege sein Käppli an. Geil. Ah, ist es passiert? Ja, ist nachher im Blick eine riesen Story gekommen, aber hat auch nie Irgendwie- gefragt. also ja, jetzt so du sagst, aber easy. Ja. Ja, geile Geschichte. Ja, und eben Olympia, Ziel Medaille. Kannst du das so definieren oder bist du da eher noch vorsichtig schweizerisch? Nein, das habe ich auch mit meiner Sportpsychologin angeschaut. Also, Nein, da muss man etwas- also für uns muss das Ziel sein Gold. Ja, Und ja, es wird schwierig. Ja. Also es muss an dem Tag alles zusammenpassen oder an diesen 2 Tagen. Aber ich glaube, wenn wir gerade im Vierer auch, wenn vieles zusammenpasst, wenn die anderen vielleicht noch ein bisschen Patzer drin haben, dann kann es sehr weit führen lang und eben hoffentlich dann für Gold. geil. Ja, hoffen wir natürlich auch. Würden uns freuen, wenn wir könnten ein bisschen bluffen und ein paar Storys machen. Er war bei Folline. Ja, und in dem Sinn, wenn wir nichts vergessen haben, dann Ich glaube alles. wären wir am Ende vom heutigen Podcast. Hat riesig Spass gemacht, Michi. Ja, wirklich. Ich hatte Danke noch euch. 1000 Fragen, die ich da hätte einbringen können. Aber merci vielmals, bist du da gewesen. Und ja, man sieht sich wieder und wir werden dich weiterhin verfolgen und wünschen dir das Beste Merci. auf dem Weg auf Italien. Ja, und in dem Sinn, wenn ihr bis da dabei sind, herzlichen Dank. Vergesst den Podcast nicht zu abonnieren. Das könnt ihr auf Apple Podcast und auf Spotify. 5 Sterne, wie immer, ist erwünscht. Und wir geben uns Mühe, jede Woche das Beste aus der Welt vom Sport für euch zusammenzustellen. Genau, und folgt nicht nur am Michi auf Instagram, sondern folgt auch uns unter Volline_Podcast. Und wenn der Podcast euch gefallen hat, dann teilt ihn doch mit euren Liebsten. Und in dem Sinn, bleibt gesund, macht viel Sport und bis nächste Woche. Ciao zusammen. Ciao. Peace out.